Hoi Sonne. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie eine Szene aus GTA. Tatsächlich GTA, ja. Ha, ja nun. Ähm, ja. Ich kann eigentlich wählen. Wo habe ich jetzt eigentlich wählen? Ah ja, genau. Ich kann ja eigentlich noch wählen. Wir haben jetzt wieder 134 plus. Nicht Müll, sondern. Ah, kein Stutz. Gut. Hat sich das auch schon erledigt. Dann können wir da sagen, machen wir da nochmal Wohngebiet. Können wir da noch sagen, obwohl es eigentlich voll dämlich ist, aber da ist noch Einkaufsgebiet. Und da haben sie da genug Arbeiter, wie es aussieht. Das ist gut. Und wie sieht es jetzt aus? Haben wir schon genug Geld für eine Klinik? Nein, noch nicht. Die kostet mehr 10.000 und wir haben anfangs 9.000. Ja, das kommt, das kommt, das kommt. Das kommt gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich wollte unbedingt eine Klinik bauen, weil ich das doch relativ wichtig finde, dass die Gesundheit und so von meiner Bürger, dass die gut ist. So, jetzt kann ich sie bauen. Ich baue die da hin. Ja, haben wir alles, was wir bis jetzt haben können machen. Wir bekommen immer mehr Bürger. Okay. Ey, ich habe doch gesagt, meine Stadt heisst Trollicity, oder? Okay, in dem Fall doch. Äh, tja, ihr habt mich dazu gezwungen, Leute. Also nicht ihr, sondern die Spielhersteller. Ich habe doch irgendwo Trollicity eingegeben, oder? Oder ist es bei der vorherigen Karte und bei der habe ich es vergessen? Das kann natürlich auch sein. Ihr wisst ja, willkommen beim Fail Simulator 2016. Ähm, ja, meine Stadt heisst jetzt natürlich General Trollomatico. Weil, wieso auch nicht? Das ist sozusagen der komplizierteste Name, der mir gerade in den Sinn kam. Einer von 750. Was können wir jetzt machen? Wir können ein weiteres Gebiet kaufen. Wir können Stadtviertel ausweisen. Wir können Richtlinien erstellen. Wir können ein zweites Darlehen aufnehmen. Wir können eine Viertelspezialisierung machen. Wir können eine Dienstleistungs... Keine Ahnung. Feuerwehr, Polizei, das einzigartiges Gebäude haben wir freigeschaltet. Dann haben wir Forstwirtschaft freigeschaltet und Landwirtschaft. Das bietet sich doch an. Wir haben neue Gebäude bekommen, Feuerwache und Polizeiwache. Rauchmelder können wir verteilen, Wasserverbrauch können wir vermindern und den Stromverbrauch ebenfalls. Was da gerade mir eine gute Ding ist, Strom. Genau, gesehen, Strom brauchen wir jetzt langsam ein mehr. Darum würde ich sagen, zusätzlich zu diesen Windturbinen machen wir jetzt doch noch ein, was ist das, ein Ölkraftwerk wahrscheinlich nachholen. Wunderbar, verpesten wir die Umwelt mal ein bisschen. Gefällt mir doch. Gut. Also Strom sollte wir jetzt momentan kein Problem haben. Wie sieht es aus beim Wasser? Da sieht es immer noch gut aus. Was haben wir noch? Was fällt mir? Oh, ja genau, bei der Richtlinie. Zuerst einmal das Gebiet, das ich von Anfang an schon machen wollte. Ich will jetzt auch mal tschung, tschung. Bin so, hä? So, das Gebiet nennen wir ähm, umbenennen. Musst du mir jetzt genau drüber drin schreiben, hä? Jetzt weiß ich noch. So, jetzt nochmal. Also. Das ist unsere Siedlerstadt. Da hat alles mal angefangen.
Und da haben wir natürlich ein paar Richtlinien schon mal, und zwar Rauchmelderverteilung. Damit unsere Feuerwehr, die jetzt gerade da kommt, bald, dass die nicht zu viel Arbeit hat. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir mehr Stutz haben. Momentan sieht es eigentlich alles recht gediegen aus. Es hat vor allem genug. Sie sind ziemlich zufrieden, die Leute. Im Moment noch. Was haben wir da für ein einzigartiges Gebäude bekommen? Die Freiheitsstatue und Grand Central Terminal. Ist lustig, bei dem Namen habe ich immer wieder Mühe zum Aussprechen. Frage ich mich nicht wieso. Gut, dann geht es da mal weiter. Jetzt könnten wir das eigentlich schon mal riskieren. Nein, können wir nicht. Okay. Jetzt muss ich mal da schnell schauen. Wie sieht denn das aus da? Also da unten hätten wir fruchtbares Land. Wald haben wir ein kleines bisschen. Aber ich würde einfach noch sagen, dass wir da noch einen Industriezweig machen, der Agrarwirtschaft hat. Einfach so jetzt ins Zeug rein. Vielleicht so. Genau. Dann sagen wir da. Nein, bevor ich jetzt das mache, muss ich da zuerst sagen, dass das da ein Gebiet ist. Genau, und zwar ab da. Gut. Das da ist unser Bauernviertel. Genau, und im Bauernviertel ist es so, dass da meistens Bauern sind. Bernsk. Und dann sagen wir da, das da ist Industriegebiet. So. Mal schauen, ob das etwas gebracht hat. Wir brauchen natürlich wieder ein neues Siedlungsgebiet. Das heisst, ich muss an der Straße ziehen. Und jetzt haben wir da, das da ist alles noch schön ein Wohngebiet. Das kann man eigentlich aussen durch auch machen. So. Ja, das Bauernviertel, das wird anscheinend nicht so. Ah, ja. So, jetzt müssen jetzt genug Wasser haben und Strom ist ja auch vorhanden. Ah, schau, jetzt kommt schon der erste Bauernbetrieb. Wunderbar. Die Kühe. Das erinnert mich irgendwie an Bernisch. Frage mich nicht wieso. Wunderbar. Es läuft. Jetzt haben wir da das dreckige Industriegebiet, da haben wir das saubere Industriegebiet. Neue Dienstleistungen, ja, warte jetzt mal, ich habe noch keinen Stutz da, es kommt alles, kommt alles. Kein Stress, gang weg. Ja, weil es dahinter brennt eben. Kann ich momentan leider nicht ändern.
Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen umentschieden. Und zwar will ich das ein bisschen anders machen, das mal. Ähm, ich meine da gerade wegen der dicken Stadt. Ja, dicke Stadt, wegen der Strasse, wegen der fetten Strasse, die ich gesagt habe. Mal einig. Ähm, die wird auf dieser Höhe da sein. Auf dieser Höhe wird da die dicke Straße kommen. Ich muss schnell schauen, wie sieht es aus? Ja, natürlich haben sie kein Wasser. Gerade noch so knapp können die Wasserleitung ziehen. Und da hinten haben sie auch kein Wasser. Was ist denn da los? Schau da. So. Das ist jetzt eigentlich mühsam gerade momentan mit meiner Geldnot. Wir haben eine kleine, winzige Kleinstadt. Was können wir jetzt alles machen? Wir haben neue Richtlinien. Und mal schauen, ob jetzt das endlich funktioniert, weil das letzte Mal hat der nämlich nicht funktioniert. Förderung des Fahrradfahrens. Hoffe ich doch schwer, dass das langsam funktioniert. Müssen wir da ein Stutz dazu bekommen? Haben wir auch. Super. Jetzt müssen wir schnell schauen, wie viel kostet denn da die dicke Straße da? Die 6-spurige. Die kostet viel. Wenn ich jetzt würde sagen, da verliere ich natürlich recht viele Sachen. Jetzt mal. Ja, mich denkt da braucht es noch nicht. Aber da unten würde ich sie gerne machen. Da finde ich es irgendwie noch wichtig. Also. 6000 Stutz geht es noch. Das wird dann nämlich unsere Hauptstraße werden. Für diesen Teil der Stadt. Jetzt muss ich schnell schauen, irgendetwas habe ich jetzt da gerade abgerissen. Das müsste eigentlich eine Stromleitung sein, genau. So nämlich. Und jetzt kommt natürlich auch die Polizei dazu. Wo haben wir sie da? Die Polizei. Die wird ja gefordert von allen. Ich sie doch mal da hin. Wunderbar. Und eine Feuerwehr noch. Wo wir jetzt momentan kein Geld mehr dazu haben, weil die 12.000 kostet und wir nur noch 2.000 haben. Das ist schon tiptop. Aber hauptsächlich haben wir Polizei. Yeah. Aber wir brauchen wieder ein neues Wohngebiet. Ich kann jetzt einfach mal für den Anfang sagen, da hast du Wohngebiet. So, da liegt nämlich. Machen wir doch da auch noch gerade so. Bam. Wenn wir schauen mit dem Wasser, das sieht nicht mal ganz schlecht aus. Und wenn wir eigentlich nur noch den da überziehen, also da ein bisschen runter und da rüber. Und dann haben auch alle Wasser. So, ich finde, das soll es gewesen sein für den ersten Teil von meiner neuen Stadt hier. Von General Trollomatico. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, um zu schauen, wie ich die Stadt schön aufbaue. So nach und nach. Wahrscheinlich, vielleicht, gibt es also eine riesen Stadt. Also, ja, hallo. Das ist jetzt auf ein Feld, das wir hier haben, aber ich denke, so nach Abo, nach Huren, nach links, nach rechts haben wir noch genug Platz, um uns ausbreiten. Ich denke, das wird noch eine epische Sache. Ja, das denke ich.
Und das Mal wollte ich aber den Baustil ein bisschen kleiner halten, also nicht so voll auf Großstadt, sondern so eher so kleine Stadtviertel da, kleine Stadtviertel dort, ganz easy locker. Dann irgendwann ist wieder ein Flughafen mit in den Hochhäusern, das ist natürlich auch in Ordnung. So, jedenfalls, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao zusammen.